Tief versunken in der Finsternis der Welt der Pokémon geht's hier weiter bei Pokémon Omega Rubin. Willkommen zurück. Ja, weiß, Musik passt überhaupt nicht dazu, zu meiner finsteren Ansage, aber was willst du da machen? Okay, eben noch im Haus des Rätselmeisters. Ich weiß, wir müssen eigentlich Blitz einsetzen. Hierzu ist aber gar nicht notwendig. Ich will jetzt erstmal zeigen, wie es noch weitergehen könnte. Zappenduster, wir können übrigens ein paar Kerzen aufstellen oder mal Blitz einsetzen. Das Schulkind Ramon mit einem Drasler. Ist die am Feentyp, war Dualtyp, das heißt natürlich sehr empfänglich für unseren scharf geschliffenen Kumpel als Stahltyp, das bringt nicht viel. Ja, andere Karte. Das allerdings schon. Ja, der Typenvorteil, der Herr bringt's. Nach knapp 11 Level für unser Stolunio, bevor er sich dann zu Stolrak entwickelt. Und hier ist durch, dann hier hoch und schon sind wir am richtigen Ort. So, nur das hier irgendwie mitnehmen. Noch eine Illumina-Galette. Naja, wenn es jetzt sein muss. Hier geht es eigentlich nicht weiter, das heißt wieder zurück. Kommen wir noch zurück. Und unterirdisch. We have fun. Und der Rätselmeister einfach spitze. Oh, in der Fresse, ey. Wie kann man nur so selbstverliebt sein? Hallo, Typi. Nö, du hast mich gefunden, du bist ganz schön clever. Ja, gut, dass das verdient. Bizarro-Raum. Alter, ja, die Themen kann ich noch gut. Vor allem noch aus der 4. Generation. Die war... Ja, die konnte das Kampfgeschehen ein bisschen auf den Kopf stellen. Fährt die Raumzeit für 5 Runden. Langsame Pokémon greifen zuerst. Dann, wie gesagt, das kann noch... Ah, bei Kialia kannst du lernen. Also sprich, Chaos. Atomic Man natürlich, Entschuldigung. Interessant, die Kombination natürlich mit Stoluniok, also mit Chaos dann halt, kann das echt krass. Stell dir vor, irgendwie so ein Stolos, was immer zuerst angreift. Ja, mal gucken. Mal gucken. So, dann war jetzt fertig, der kann noch was machen. Du hast Gefühl, beobachtet zu werden. Ja, weiß er ja. Ich glaube, jetzt war er hinterm Spiegel, wa? Oh, vor allem draußen. Wieso bist du jetzt da draußen? Ja, also muss ich sagen, okay, Auswahl angenommen und bis gleich. Ja. Ich will reinziehen. Das ist draußen. Das irgendwie ist ein Loch durchgehen mit plötzlich eine Halle drin. Das war zu befürchten. Hallo, Puppe. Kaufst besser eins, grins, nö, du bist scheiße. Tja, Freunde, kann man erst zweites Mal die VM4 Stärke einsetzen können und das geht ja erst nach dem nächsten Orden. Also, kommen wir wieder zurück und wir sind hier erstmal wieder fertig beim Rätselmeister. Heißt für uns aus, Fahrräder schnappen und zurück in die Stadt. Und dort das Fahrrad umtauschen. Wieso? Ja, das hat wie gesagt damit zu tun, wo wir als nächstes noch hingehen werden. Also jetzt nicht direkt als nächstes, aber halt an den nächsten Orten, näher halt des 4. Arena-Ordens. Er ist bereit? War, genau. Und zurück in Malmfroh. Dann noch ganz kurz mal gucken. Wo ist denn Elsa hier? Radler, hallo. Es soll sogar scheinbar die Möglichkeit geben, dass man beide Räder bekommen kann. Sprich das alte Rad und das Kunstrad gleichzeitig. Soll möglich sein. Das geht aber, glaube ich, erst auch später, wenn man halt bestimmte Personen noch getroffen hat. Die einen darauf ansprechen und dann in die Werbung machen, glaube ich, sogar bei Radler und dann soll es nicht möglich sein. So, das Team ist eigentlich noch ganz fit, würde ich sagen. Ohne Pokémon-Senderbesuch geht's direkt weiter, wie gesagt, auf dem Weg nach Wiesenflur und ich will dort endlich mal beim Pokémon-Wettbewerb teilnehmen.
zwar ein bisschen abseits Story und so, aber man kann natürlich auch das mal machen. Und natürlich ein bisschen Kunststücke. Und natürlich so. Yeah, Mann, yeah, Mann, yeah, Mann, yeah, Mann. Wir freuen uns, hallo Bummels, hallo, hallo. Das sieht irgendwie falsch aus so. Ja, ziemlich falsch. Und deswegen direkt kommen wir dann zurück und weiter geht's. Oh, Moment mal. Stimmt, fällt mir was ein. Uns fehlt noch was. Ich habe ja noch alles gezeigt hier. Das Obergeschoss, ich trottel, ey. Okay, hier ist eigentlich nicht vieles mehr, es ist eine Abgrenzung. Wieso weiß ich zwar nicht direkt, aber da kann man so eher später hin, war der Mittelteil. Und hier oben ist halt die Dachterrasse, wo es bestimmte Items gibt und teilweise auch noch ein paar Pokémon und so. Magst du ein Pokémon? Was, ey, ich mag Pokémon ist doch richtig gerne, ohne Witz. Ja, Mann. Im ganzen Herzen. Ja, Mann. Nö, Mann, aber ist gerade egal. Und wir kriegen eine Pokewedel. Na, ganz einfach nach Pokémon. Ja, schön für dich. So, da geht's an der anderen Seite runter. Schwalbini. Hat sie irgendwo noch ein bestimmtes Item hier oben? Könnte noch was versteckt sein, wa? Hallo? Psst, hallo Kleiner. Der Name ist cool, wa? 1000 Pokémon gehört dir. Okay, danke schön. Hier. Ein Metronom. Ohne Moos nichts los. Das ist eine dieselbe Attacke. Mehrmals ansetzt, steigt eine Weile lang mit dem Einsatz ihre Stärke. Ja, gut, danke schön. Metronom für Jungblut. Das könnte noch was bringen. Wobei, also sich nicht lange und auch nicht viel, aber hätten wir zumindest mal was. Flink, aber sowieso nicht relativ schnell. Trotz allem Bruder sein. Nee, da kann ich das attacken. Verstärkt eine Attacke, die je öfter sie in Folge ausgeführt wird. Ja, wieso nicht? Komm, haben wir zumindest etwas. So. Ein Metronom. Tja, was sonst noch hier oben war? Wenn wir sagen, hier ein Riho noch. Eine täuschend echte Nachbildung eines Pokémon, die als Gefährt benutzt werden kann. Riho Mobil. Jetzt wurde es gerade repariert. Oh, okay, schade. Wer würde sich auf so ein Ding setzen, wenn man doch auf einem echten Pokémon reiten kann? Ich glaube, hier geht es gar nicht in Höhen. Da müsstest du nach Kahn losgehen. So, hier muss das sein. Ein Topschutz. Sehr schön. Und ein Schwalbini kackt uns gerade voll auf die Mütze. Da, schau mal. Ja, hab's gesehen, Schwalbini. Der Typ würde also gerne fliegen. Naja, von mir aus. Machen wir die hier. Erzähl mir zwar noch nichts mal Neues, und die Zeit geht auch an mir nicht spurlos vorüber. Ja, kein leides Gefühl. Meine alten Knochen wurden einfach nicht mehr wie früher. Lass bin hergekommen, meinen Enkel in seinem Finale oben rumtollen zu sehen. Haha, ist doch geil, Mann, wa? Ja, Opa sein, das muss doch schön sein. Hey, nicht so schnell, bei Fuß! Ach, Pokémon und ihre Trainer, oder umgekehrt, keine Ahnung. Ich bin in Sinne geboren aufgewachsen. Mein Sohn wohnt in Kanto, der Sohn meines Sohnes aber als Designer in Carlos. Ach ja, der Sohn des Sohnes meines Sohnes jagt einer seinen Traum hinterher. Hallo, Johto fehlt hier noch? Sino, Kanto, Carlos. Einal, wer ist denn Johto? Johto! Und einfach Johto übergangen, gibt's ja nicht. Das ist eine coole Region. Mal zustimmen, ja, das ist sowieso. Vor allem natürlich, wenn es noch Synthese drauf hat. Sonst noch irgendwas hier oben? Was zu schwänzen, okay. Jetzt arbeiten kann mir so etwas nicht mehr erlauben, so sehr es mir auch weh tut. Ja. Ist das irgendwie eine Anmerkung darauf, dass Studentenleben sehr schön sein soll? Also, man kann es auch übertreiben. Na, Minum ist diese Idee positiv. Minum positiv eingestellt, nicht schlecht. Was jetzt? Hände ab, können wir wieder reden! Hä? Danke. So, jetzt bin ich das endlich los. Das Ding war viel zu schwer für mich. Man könnte es auch. Das ist so leicht. Ey, Alter, du könntest auch. Schon weg. Mann, man kann es auch verkaufen für 5000 Pokédollar, also bitte. Okay, das ist also. Moment mal, was? Was sind meine müden Augen da? Und tat sehr vielversprechend.
Ich dachte gerade, wäre ein Spanner, aber okay, ist einfach nur irgendwie ein Talentsucher. Ein sehr merkwürdiger Talentsucher. Vor langer, langer Zeit, als ich noch in Seeburg am Almvor angestellt war, gab es einen Zwischenfall, der mich bis heute nicht loslässt. Ich habe mich nicht so laden, ich musste ihn feuern. Tja, wenn ich gearbeitet habe, da fällt ein Paket für mich ein. Das gut kommen lassen. Was, versteht ihr mich? Ist ja egal. War doch völlig fertig. Ja, Schnauze. Was? Ich habe schon mal gesehen, oder? 15.000 Würde. Ja, das kommt auch noch, Leute. Eine PSS-O-Kräfte ein. Ja, Mann, O-Kräfte for the win. Schnauze. Ich hasse die Kräfte. Ja, ist nicht übertrieben, aber finde es... Ja, finde schon noch cooler, bis man halt alle gesammelt hat, vor allem. Das dauert immer so lange. Die... Echt so, meine heute haben, was am Morgen haben wir kriege Kopfweh. Ja, die geht doch nicht arbeiten. So, was an dir? Ach, das ist kein Witz. Du zahlst fürs Essen? Na klar, hau rein. Du bist jetzt schließlich ein Asträger, du musst gefeiert werden. Auf was hast du Hunger? Auf ein Dorfsandwich oder auf Magnetilo-Bällchen? Iss so, wenn du willst. Lass mich dreimal sagen, guten Appetit. Das letzte gemeinsame ist was? Unnötig, es muss dich verlassen. Was? Du verlässt ihn, weil er jetzt ein Asttrainer? Also, du verlässt ihn, weil er Karriere macht und cool ist und so, nicht? Frauen, ey. Ist ja typisch. Vor allem typisch, also jetzt, als Heteroman natürlich. Ich wollte gerade sagen, irgendwie generell als Mann. Ja, sag ich einfach mal so, typisch Frau, du kannst auch mit ihnen und du kannst auch nicht ohne sie. Natürlich jetzt aus meiner Perspektive. Das sagt doch sowas nicht. Von den weiß. Lass mir den Spaß in den Pokémon verderben. An tollen Geheimnissen, okay? Ach, tolle Charmeuse und dann irgendwie so verschaukeln. Ja, ein altes Ehepaar. Wenn ich so überlege, ich könnte in 50 Jahren so sein, mit meiner Frau sehen wie. Oh Gott, hey, Hilfe, Hilfe! Ich will nicht älter werden, nein, ich bin Peter Pan, tschüss! So ein Quatsch, wa? Egal, Leute, ab zum Wettbewerb! Das ist einigermaßen. Hier ist übrigens die Pokémon-Pension noch, wo wir dann züchten können und so. Die werden, wie gesagt, vermutlich noch künftig in Anspruch nehmen, vermutlich vor allem dann fürs Barschwanz, weil wir 2 gefangen haben. Weil, ich glaube, die Tour kriegen wir hier nicht so schnell. Mann, Schilder lesen, Vorderseite. Aber jetzt mal ein bisschen catchen, was ich beigebracht habe. Ja, das ist ein Problem. Wenn Pokémon halt bringt zur Pension und so, kriegen sie Level up und können dadurch dann teilweise Attacken lehren, beziehungsweise halt alte vergessen, die du gar nicht wolltest. Das ist dann natürlich ziemlich kacke. Ich bin die Jüngere, aber zusammen sind wir einfach unschlagbar. In der Schule gehe ich in die Klasse über ihr, also älter kann ich schlechte Figur abgeben. Okay, 2 Schwestern also. Senior und Junior. Ja, es ist ja sehr Senior. Okay, daraus jetzt was machen. Jetzt muss das Zickzacks weg und dann natürlich auch noch das Makuhita. Coole Augen. Das ist eine 4-Attacke. Verpiss dich! Scheiße. Der kommt nicht wieder. Und sie kriegen bald spezielle Angriffspunkte. Erfahrungspunkte natürlich und Angriffspunkte und... Der ist down. Jetzt noch 11 Level, Freunde, für das Entwicklungsab. Wollte ich gerade sagen, Level up. Nee, natürlich nicht. Für die Entwicklung. Ich kann nicht helfen, tut mir so leid. Ja. Schwestern unter sich, war. So, die Route ist nicht allzu groß, Leute. Trotzdem. Geerntet, das ist doch geil. Ja. Ja, es ist so cool. Lulul. So, wir haben noch knapp 5 Minuten Zeit für den Part, Leute. Das dürfte, glaube ich, gerade perfekt reichen, um noch nach Wiesenflur zu gelangen. Eine Sanana-Beere. Namen plötzlich her. Okay, kann ich noch surfen, alles klar. Pokémon gibt es hier ziemlich viele noch. Ein Meryl, also auch Naturmel, schätze ich jetzt mal. Ein Miraplan noch. Dann haben wir noch ein Goldin, ein Carpador im Wasser, alles klar.
Wer bist du? Ich werde mal für dich überprüfen, ob du dein Pokémon-Team auch richtig trainiert hast. Okay, dann verlier doch in uns, wenn du es unbedingt haben willst. Ein Wingal. Oh, nicht so schlecht. Alter, das ist 6 Pokémon, cool. 6 gegen 6. Nee, natürlich nicht 4 gegen 6 natürlich. Einer weniger waren es bloß noch 5. Azuril ist doch normal Fee, wa? Metallklaue lässt grüßen. Mal gucken und... Ich hatte recht. Das ist cool. Ja, ja, so cool. Nochmal ein Wassertypi. Ja, wenn man sagen, Kokiri war. Der hat da sonst gar nichts mehr zu tun. Jo. Das klappt schon. So, Kokiri. Nochmal ganz kurz ein Rasierblatt noch. Ja, das war wirklich ganz kurz. Kurz und schmerzlos. Kommt jetzt noch Eneko. Jetzt normal, nur normal. Fee. Oh, ich merke es relativ schnell. Den Junggluts Doppelkick kann kein normal Pokémon lange widerstehen. Außer natürlich ist es irgendwie Level 100 und so. Nö, nur normal. Und bereits ist es vorbei. Geil, geil. Knielt schon wieder. Überall Dreck mal, wa? Fire for the win. Ich bin natürlich Fire for the win. Feuersäulen. Das ging schnell. Ich kann noch Erfahrungspunkte. Ein Knospi. Ja, das ist allerdings Pflanzegift. Also durchaus eine Option für unser Rennatomic. Den wir immer noch, also das kleine, den wir immer noch theoretisch zu einem Galagladi entwickeln könnten. Aber nur in der Theorie. Aber es hat nicht ganz gereicht. Das ist ein bisschen doof. Mal gucken, ist bereits der Ort war. Okay, das ist nicht mehr lange. Ist hier noch etwas? Nö, war. Hier oben halt noch ein Trainer. Und so ganz ein cooler. Zumindest klang es gerade so. Beim Triathlon, ich bin Igor. Igor der Große. Igor der mit den 2 Köpfen, wie es aussieht. Naja. Das ist also etwas, war. Dodu, normal Flug. Kann es fliegen? Nein. Mittlerweile schon, oder? Kann eigentlich Dodu mittlerweile fliegen lernen? Früher war es nämlich noch nicht so. Und eigentlich kann es trotzdem nicht fliegen, das sieht die nur Flügel. Der kleine Gamer, scheiße, völlig ausgebrannt. Das ist ein... Seht das, die wollen bereits wieder catchen. Das gibt's nicht, ey. Ja, gerade erst eine Münze gekriegt, will bereits wieder. Es ist unglaublich. Also dem her gesehen kannst du hier echt praktisch pausenlos trainieren. Weil die wollen nach kurzer bereits wieder catchen und so. Das ist nicht normal. Wow, Glück. Knapp. Glück, knapp. Knapp Glück. Knappes Glück. Sehr schön. Azuril hatten wir schon mal, wa? Normalfee oder nur Fee? Ne, muss Normalfee sein. Ja, das ist nicht ganz. Behalt's mal. Goldini, Goldini, Goldini. Ich hab noch Kraftkoloss drauf. Oh nein, nicht ein Superschall. Hätte doch lieber auf Planus gewechselt. Mein Cookie, das wäre schneller gewesen. Autsch, deine Kraft losgeschmeckt, na dankeschön.
Nein, 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 nein! Oh, Glück gehabt. Kumpel. Alter, was war's für ein Quatsch? Du bist doch nicht mehr ganz dicht, Mann. Auf mir ins Bad sind. Was machst du da? Ja, eine Hornattacke. Wie ist eine Hornattacke? Das war. Ha. Ja, das hat gerade auf Nähe, ne? Normalattacke, also sprich Hornattacke, Normalattacke. Gestein, Stahl. Spinnt der jetzt oder was? Und natürlich bei 7 KP. Plus Verwirrten und so. Hätte es vermutlich gereicht. Eisenschädel! 80 Schaden, Alter. Und tschüss, Metallklaue. Vermutlich die Attacke, die wir noch am meisten brauchen werden, war. Weil ich denke jetzt mal so, Eisenschädel, ja, das kann man vermutlich noch so eine Weile machen. Stahlattacke mit 80 Schaden. Man lernt wohl Stonuni oder Stuhlrad oder Stuhllos eine stärkere Stahlattacke. Ich schätze mal eher sehr spät. Bist du jetzt oder bist du nicht? Wenn es erfahren. Bist du ein Feentyp? Scheint nicht so. Nein, das ist ein Nachteil so, wenn es männlich ist. Tja, Saublatt trifft ja immer, war. Gibt es jetzt auch? Ne, war ja klar. Wie kann man nur so ein Pech haben? Ja, macht man noch ein bisschen, ne? Also, glaube nicht, dass Annie uns gleich killen kann. Ne, okay. Und der Pause war jetzt seit 2 Minuten vorbei. Na egal, mach jetzt noch. So, komm schon, du schaffst das. Nein, er schafft es eben nicht. Das gibt's nicht. Diese verdammte Sturheit vor Liebe. Der heißt halt starr vor Liebe. Kein Details, sowieso das Gleiche. So, come on, ey. Da kämpfst du kaum ein bisschen anders. Schon wirkt's nicht mehr. So, come on, Kumpel. Alter! Hilfe! Ich hasse dich! Also nicht der Tommy, sondern... Okay, es wird heute nichts mehr. Der wird unbedingt auf Reservebank gestellt werden. Von mir aus. Starr vor Liebe. 5-mal ineinander immer starr vor Liebe, starr vor Liebe. Hey, hey. Ah. Ich liebe dich. Ja. Was? Ah, natürlich, voller Kampf. Gegen Feuer nicht, aber gegen Kampf schon. Hatte ich gerade, wieso plötzlich nicht effektiv? Er ist sowieso down. Siehst du, bringt sowieso nichts mehr. Meine Güte, ey, was für ein Dilemma heute. Ja, wieso nicht? Ich weiß, jetzt schwuren wir draußen, mir gerade egal. Also vermutlich schätze ich jetzt mal. Sicher kann man sich dabei nie sein. Und... Ah, stimmt, eins fehlt noch. Unser allerliebstes Knospi. Ach, ist es nicht süß, ist es nicht niedlich, ist es nicht klein, ist es nicht down. Ich bin down als down. Kannst du bald schon Downy nennen. So, dann sind wir noch fertig hier. Jetzt gucken wir in der Nähe. So ist aus ein seltenes. Ein Merl. Ganz langsam sind wir angeschlichen und sind jetzt da hervor. Chaos, du bist dran! Ob das eine gute Idee war, ist eine andere Frage. Eisenschädel! Oh nein, das ist eine Feentag. Nein, nein, nein! Das ist ein Feen-Pokémon.
Wasserfee hat, deswegen Wasser wird es nur eine Hälfte Schaden machen. Oh, scheibenklar, es gibt noch so viele Trainer hier und sonst auch alles mögliche. Leute, trotz allem Dank fürs Zusehen, muss mein Team das nächste Mal heilen, das ist mir sonst momentan gerade ein bisschen too much. Zu viel des Ganzen. Ansonsten sind wir noch gut unterwegs hier. Nach 3 Orten kann man gut sagen. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Omega Rubin auf dem Weg nach Wiesenfloor City. Nach dem, also sicher nächsten Part werden wir noch Wettbewerb machen und so. Und dann mal gucken, ob wir noch uns auf den Weg machen können zum 4. Orden nach Bad Laverstadt. Bis dahin, tschüss.